Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Endlo for Life und ich werde euch heute eine kleine One-Shot vorlesen, und zwar eine Soldado One-Shot. Fragt euch nicht, dieses Programm, das ich habe, ist richtig doof und ich nehme es schon zum dritten Mal auf. Ich hoffe, die Quali ist okay, weil das ist jetzt gerade der Windows Live Movie Maker Aufnahmeprogramm, also den Audiokommentar Aufnahmeprogramm, und ich hoffe, es gefällt euch. Also, Point of View Moldado. Ich lief über die Straße auf den Schulhof, in welchem sich meine Schule befand. Heute war der erste Schultag nach den Weihnachtsferien, und damit ist, glaube ich, jedem klar, dass niemand Bock hatte, in die Schule zu gehen. Aber was sein muss, muss sein. Ich lief in das große Gebäude und machte mich auf den Weg zu unserem Klassenraum. Dort angekommen, standen schon ein paar meiner Freunde vor der Tür und redeten miteinander. Und sie sahen alle so müde aus wie ich. Wenigstens etwas. Übrigens, für diejenigen, die mich nicht kennen, mein Name ist Maurice, aber meine Freunde nennen mich alle Mau. Ich habe blonde, etwas längere Haare und meine Augenfarbe ist eine Mischung zwischen grün und blau. Und ich muss sagen, dass ich von meiner Körpergröße her echt groß bin. Um die 1,85. Naja, ist doch egal. Ich gesellte mich zu meinen Freunden, welche vorne standen. Hey Mau, was geht? Fragte mich Fabian, welcher mich als erster bemerkte. Alles gut, nur mega müde. Und bei euch so? Fragte ich den Rest. Und alle stimmten zu. Auf einmal klingelte es und unser Lehrer kam zu uns und schloss die Tür auf. Wir gingen alle rein und setzten uns auf unsere Plätze. Ich saß ganz hinten an der Leine. Eigentlich saß damals Fabian neben mir. Nur wir haben immer Quatsch gemacht und dann wurden wir auseinandergesetzt. Der Lehrer ließ die Tür offen und begrüßte uns mit einem schlichten Guten Morgen, was wir nur zurückgaben. Auf einmal sah er zur Tür. Du kannst reinkommen. Ein Junge mit braunen langen Haaren und blauen Augen kam in die Klasse. Er sah echt niedlich aus. Okay, ich werde komisch. Er sah sich in der Klasse um, bis sein Blick zu mir glitt. Ich merkte, wie ich rot wurde und sah weg. Also, ihr Lieben, wie ihr seht, haben wir... Ich merkte, wie ich rot wurde und sah weg. Also, ihr Lieben, wie ihr seht, haben wir einen neuen Schüler bei uns in der Klasse. Würdest du dich mal vorstellen? Der Junge nickte und sah wieder zu uns. Also, mein Name ist Michael und ich bin vor kurzem mit meiner Mom hierher gezogen, da meine Eltern sich geschieden haben. Ich bin 16 Jahre alt und mein Hobby ist Zocken. Okay, Michael, neben wen möchtest du dich setzen? Er sah sich in der Klasse um, und sein Blick wendete sich wieder zu mir. Ich würde gerne neben dem süßen Jungen da hinten sitzen. Okay, jetzt war es um mich geschehen. Ich wurde noch röter, falls es überhaupt ging, und sah zu Boden. Neben Maurice? Also na dann. Er kam zu mir und setzte sich neben mich. Dein Name ist also Maurice? Flüsterte er mir zu und ich nickte. Während ich hoffte, dass die Röte aus meinem Gesicht verschwunden war. Sorry, wegen dem Süßen. Hat bestimmt blöd geklungen. Aber du siehst einfach so knuffig aus. Okay, die Röte ist wieder da. Danke, sagte ich peinlich berührt und sah immer noch nicht auf. Wieso war ich denn jetzt so schüchtern? So bin ich doch nie. Du kannst mir übrigens in die Augen gucken. Ich werde dich nicht dafür töten, sagte er und fing an,
fing an leise zu kichern. Ich sah hoch und dann geschah es. Grün-blau traf auf wunderschöne meeresblaue Augen. Ich war wohl in so einer großen Starre, dass ich erst wieder zu mir kam, als Michael mit seiner Hand vor meinem Gesicht rumwedelte. »Alles gut?« fragte er mich. Ja, klar«, sagte ich und sah auf meine Hände. Er hob mein Kinn an und lächelte mich an. »Du bist einfach so süß«, sagte er und gab mir einen Kuss auf die Stirn. An der Stelle, welche er berührt hatte, fing alles an zu kribbeln, und mein Herz schlug doppelt so schnell als vorher. Ich musste es wohl zugeben. Ich hatte mich Tatsache in einen Jungen verliebt, den ich seit 5 Minuten kenne. Gigi, Dado. Er schenkte mir noch ein kurzes Lächeln, bevor er zur Tafel sah und dem Unterricht folgte. Ich versuchte mich auch zu konzentrieren, doch es klappte nicht so gut. Meine Gedanken waren die ganze Zeit bei ihm. Michael. Wieso muss ich mich auch in diesen Typen verlieben? Auf einmal ertönte eine Klingel, und alle packten ihre Sachen weg und rannten aus der Tür. Wir hatten jetzt nämlich Chemie. Aber in einem anderen Raum. Ich packte meine Sachen, sowie Michael, und zusammen verließen wir den Raum. Ich merkte, wie mir bei jedem Schritt schlechter wurde. Woran das liegt? Ich hatte schon seit 3 Tagen oder so nichts mehr gegessen. Und wieso? Keine Ahnung. Ich hatte nie so richtig Hunger. Ich merkte, wie es mir hochkam, weshalb ich Michael noch kurz sagte, wo er hin müsse, und dann auf die Toilette verschwand, wo ich mich übergab. Ach Mann! Wieso esse ich auch nie etwas? Ich bin so ein Volltrottel. Auf einmal hörte ich, wie die Tür zur Toilette aufging. Ich sah hoch und direkt in die beiden wunderschönen blauen Augen, in welche ich mich immer verlieren könnte. »Oh Gott, Maudato, warte, ich helfe dir!« Michael kam zu mir und half mir hoch, da ich zu schwach war. »Wie kommst du denn auf Maudato?« fragte ich ihn verwirrt. »Keine Ahnung, ist mir einfach so rausgerutscht, aber ich find's cool.« Er ging mit mir zum Waschbecken, wo ich mir nochmal mein Gesicht wusch, und danach gingen wir zusammen raus. Als wir draußen waren, kramte er in seiner Schultasche rum und gab mir ein belegtes Brötchen. »Hier, iss, du bist mega blass und viel zu dünn.« Und was ist dann mit dir?« »Das ist doch jetzt erstmal egal, jetzt iss schon.« Ich sagte nichts mehr und aß das Brötchen auf. Und ich muss sagen, danach ging es mir echt besser. »Danke, Micha«, sagte ich lächelnd. »Micha?« fragte er lachend, und ich wurde wieder rot. »Hey, alles gut, ich nenne dich Maudato und du nennst mich einfach Micha.« Ich nickte und lächelte ihn an. Auf einmal spürte ich, wie Micha seine Hand auf meine legte. »Darf ich mal was ausprobieren?« fragte er mich, und ich nickte. »Okay, mach dafür aber deine Augen zu.« Ich tat, was er sagte, und schloss meine Augen. Und keine 10 Sekunden später spürte ich seine weichen Lippen auf meinen. Ich erwiderte den Kuss zärtlich. Als wir uns lösten, lächelten wir uns an. Wir brauchten für diese Tat keine Worte. Wir wussten auch so, dass das der Beginn einer Liebesgeschichte war. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich muss das jetzt schon zum 3. Mal aufnehmen und es ist halt ein kleiner One-Shot, also ein One-Shot von der lieben Kürbis-Timmerlauf. Ich werde ihren Kanal unten in der Videobeschreibung, also ich werde ihren Instagram-Account verlinken, und ich hoffe, es schaut vorbei. Weil da sollte es, glaube ich, heute noch einen Tali One-Shot geben. Und ich hoffe, ihr lest ihn euch durch, weil sie kann mega, mega gut schreiben, und ich würde mich richtig freuen, wenn ihr ihr helfen würdet. Und zwar, wenn ihr ihr helfen würdet, die 1000 Abonnenten zu erreichen. Das wäre mega, mega lieb. Und falls ihr bei ihr vorbeischaut,
Sagt ihr wirklich einen